Hallo zusammen, heute wollte ich euch etwas über Samsung DeX erzählen, wie ich es euch schon versprochen hatte. Zum Beispiel Sachen, die ihr unter Windows machen könnt, unter DeX nicht oder die ihr auf beiden Systemen gleichen Weg könntet nutzen. Es gibt natürlich Apps, welche auf Windows 10 oder 11 nativ laufen, aber auf Android nicht. Dafür gibt es dann Android-Versionen von denen, wie zum Beispiel Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, OneDrive oder OneNote. Es hat auch Google-Alternativen dazu, und zwar Google Drive, Gmail, Meet, Präsentationen, Tabellenkalkulationen, Dokumente und Notizen. Es gibt natürlich Einschränkungen, wenn ihr mehrere Fenster gleichzeitig offen habt, wobei ich muss sagen, für meine Zwecke hat das bis heute immer vollkommen ausgereicht. Natürlich solltet ihr eigentlich ein Screen Recording machen, das habe ich nicht herausgefunden, wie das funktioniert, aber darum habe ich dann Printscreens gemacht, mit denen fahre ich in diesem Video weiter. Es gibt natürlich auch Einschränkungen mit den Monitoren, das System von DeX unterstützt nicht jeden Bildschirm. Natürlich, wenn ihr ein Samsung-Telefon habt und ein Samsung-Fernseher, werden die sich miteinander verständigen. Ich habe mich momentan kabellos verbunden mit meinem Bildschirm und auch eine Bluetooth-Maus und eine Bluetooth-Tastatur angehängt. Natürlich kommt ihr auch ins Internet mit dem Ganzen. Was es nicht gibt, ist Command, also Eingabeaufforderung, und auch PowerShell habe ich bis jetzt nicht gefunden. Das wird es nicht unterstützen, aber ihr könnt alles andere damit machen. Natürlich könnt ihr VPNs installieren, das sind dann irgendwelche Apps, die ihr dazu nutzen könnt. Ihr könnt auch Fremdhilfe anfordern oder anderen Fremdhilfe geben, indem ihr TeamViewer nutzt. Ihr habt aber auch keine externe Grafikkarte, die leistungshungrige Apps bräuchten. Es gibt natürlich auch Apps, die es nicht wird unterstützen können, wie zum Beispiel das, was ich in der Firma brauche für die Steuerung von einer Maschine. Das hat bestimmte Spezifikationen auch an Windows, unter denen läuft es. Ansonsten nicht. Da könnt ihr euch auch nicht umswitchen auf einen Mac oder auf ein Linux-System. Es wird einfach nicht funktionieren. Ich tue euch gerade ein Dossier auf Excel und auch in Google Sheets. Da könnt ihr sehen, dass beides gegeneinander funktionieren oder miteinander funktionieren. Es ist ein Dossier, das ich gerade am Recherchieren bin für ein anderes Video, das ich hier jetzt zu Demo-Zweck aufgetan habe. Natürlich könnt ihr auch von beiden Apps aus direkt ausdrucken. Für das sollte ich aber einen Drucker haben, der eingeschaltet wäre. Das ist nicht so. Ich brauche keinen Ausdruck für die Recherche. Darum seht ihr den Drucker auch inaktiv. Fazit ist offen gleichzeitig und es gibt keinerlei Probleme. Darauf könnt ihr auch alles laufen, was ihr für einen normalen Gebrauch braucht. Ich tue zum Beispiel auch die Videos auf diesem System schneiden und parat machen und hochladen. Für all das brauche ich kein PC, darum mache ich es auf dem Telefon. Das war es für heute von mir. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und sage ciao zusammen.